Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live. Backhead hecht den Horrorfilm, den ich heute mitgebracht habe. Und die denkt ja auch schon ein Horrorfilm zu der Jahreszeit. Hä? Ja, wir sehen uns aber noch im Kino. Und wenn mir der Film da gefallen hat, dann erzähle ich euch an dieser Episode. Die Story ist wirklich mega sehr erzählt. Ein junges Mädchen irft ein Pub a Berlin von seinem Pub. Okay, klingt komisch auf Plätze egal, der wisst, was ich meine. Und du kriegt dann den und denkt sich, ja gut, was machen wir damit? Und er schreibt mal für dich, dass den Pablo hingehört. So, ich weiß noch nicht so ganz, was machen, aber irgendwie schenkt sich Geld machen zu lassen. Und zwar mit einem komischen Wesen am Keller, eine Art Gestaltwandler, die Leute mit ihre verstorbene Schwätze lässt. Aber das nicht ohne Preis. Und da das schon die ganze Geschichte, die als erzählt wird, die ist wirklich ganz, ganz knapp. Du gibt nicht viel zu thematisieren. Also, das kriegt keinen krassen Dave-Gang, das wird keine 50 Ebene, wo ihr seht, boah, wie schlau hast du das gelesen. Aber etwas muss in dem Film losen, es schon unheimlich fand. Also gruselig ist es schon, aber ob ein ganz, ganz cool, also angenehm Aderweis. Den letzten Horrorfilm, den ich schon gesehen habe, war The First Omen, den ich wirklich katastrophal fand, den nicht mehr mit Jumpscares geschafft hat und die auch noch sau schlecht waren. Backhead mischt das allerdings nicht. Jumpscares sind ein guter Film, also haben wir einen Jumpscare dran, fair enough, das ist auch okay. Und hey, das ist wirklich überschaubar. Der Film glänzt für allem mit Atmosphäre an, eben mit seinem Schauspiel, also wie das Wesen verkörpert wird, ist wirklich ganz, ganz cool gelesen. Freya Allen spielt hier das junge Mädchen, also an der Hauptrolle eben. Wir kennen das ja schon aus der Witcher-Serie, du hast Ciri gespielt und hat später noch eben das Mädchen, was mit der neuen Aufgabe da eben konfrontiert wird und auch gefordert wird. Und ja, du kannst nur so zur Geschichte kann ich dann dazu sagen, das vielleicht nicht immer ganz sinnvoll gewesen, was so gemacht wird. Okay, da sind Entscheidungen gefallen, wo ich da so gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber okay, fair enough. Für das die Geschichte irgendwie funktioniert, dann, also wenn ich mal ehrlich ist, wenn ich an meiner Position habe gesagt, ich will am Leben nicht mehr darauf gegangen, aber ja, das Ganze doch erklärt, für wer den dann einfach nach einem Hof geht. Also der tut schon alles im Hintergrund, auch wenn ihr sich seht, ja, das schon ein bisschen konstruiert. Aber ist egal, das sind für mich ein Horrorfilm gewesen, der wirklich Spaß gemacht hat, der ganz cool war. Vor allem eben, wie gesagt, mit seiner Atmosphäre glänzt, auch schauspielerisch ist das ganz, doch ganz cool gelesen. Und eben die Geschichte so klein und mysteriös und ja, sie hält ihn halt einfach bei Laune an, dass er permanent involviert, was das für Wesen ist, wo ihr das könnt, was Geschichte drin ist. Und für mich gut war es genau das richtig. Mir konnte genug Background-Story, dass man nicht so an den vierten Henkel losgehen, dass wir uns dafür können interessieren. Wir sind aber auch nicht die Valöre, die für mich war von allem irgendwie genug da. Wir spielen hauptsächlich spielt sich der Film am Pub auf, eigentlich als alle Kammerspiel kennen die Saison, weil wir sind nicht viel andere Kulissen wie das. Ja, also ich weiß nicht. Und auch visuell ist das ganz, ganz cool umgesetzt. Also, ihr kennt nicht so extrem gute Film. Und hört überall so, naja, Bewertungen. Ja, okay, ein Meisterweg ist es nicht. Aber ich muss wirklich so ein Backhead als für mich aktuell ein Horrorfilm im Kino, den ich definitiv gucken kann, der ganz, ganz, ganz viel Spaß macht. Und ich nicht einfach nur mit böllischen Jumpscares Angst möchte, mehr für allem mit seiner Atmosphäre. Das ist für mich das schon eine gelungene Sache. Es sind ich gehe selten mit hohen Erwartungen an so Horrorfilme heran. Also die Erwartungen waren recht geehrt. Aber es sind ganz, ganz positiv da rausgekommen. Ich hoffe, dass es bei dem engen Film bleibt, dass das Thema nicht ausgeschlossen wird, weil wir kriegen eigentlich einen offenen Schluss, wo ihr seht, ja, wenn sie wollen, könnten sie eigentlich da weitermachen. Also wenn ihr den Film seht, da wisst ihr, dass das dann absolut alles von seiner Ambiance hält. Ich denke nicht besser geht. Du willst hoffen, dass das bei dem engen Film bleibt. Wieso auch nicht, muss ja nicht immer direkt ein Franchise als alle machen. Du willst da einmal
Backhat als einzelne Film se statt mat per Kollegen ranzeien, bisschen ugucken, bisschen gruselen. Du hast dat van den am Summerlummel oder wer den lo eben den am Summer nennen kann, van den du eben bock wird oder bisse grusel, dann as immer Backhat Menge genau richtig. Wie gesagt, war der Lo meester Wirk mir hun kein Areas, da man eng Hereditary da sitzen, mir hun einfach Backhat den engem bisschen angstmischt auf für allem Spaß mischt. So ich drehe mich am Kreis, weil eigentlich nicht ganz viel mehr wat die Film zu erzählen gött. Wellen ja ebenso kurz knabbern so kompakt alles an engem Gebäi Ball an engem Raum spielt Geschichte auch nicht weiter groß ausgeschlöscht muss gehen dann noch ziemlich kompakt das nicht viel Schauspieler do sind die Dose funktionäre wunderbar zu summen und du wird drehen nicht mich am Kries weil weiter nicht viel zu erzählen geht anders will aber die Episode noch nicht noch 4 Minuten fertig holen. Egal, mir bringen der kann zum Schluss wann der Backhatcher gesehen und erzählt mal gerne an der Kommentare wie ihr Film gefallen wird wird einen aktuellen Lieblingshorrorfilm aus den da lo bis los so an der Lage leben oder so mal für das Jahr gesehen wird so extrem viele rauskommen okay Me op jeden Fall an dem Sinn ging es so waret er doch schon an der wünschen ich noch ganz viel Spaß am Kino mat Backhat. Ciao!